Ja, liebe Verbraucher an den Endgeräten, vielleicht fragt sich der eine oder andere, was machen die jetzt da? Wir haben uns überlegt, wir waren in der Session überall unterwegs und haben die Leute bespaßt. Und ich denke, das hat auch ganz gut geklappt. Aber jetzt kommen wir auf keine Bühne mehr raus. Und ihr sitzt zu Hause und braucht Unterhaltung. Ich denke nämlich gerade jetzt in den Zeiten ist es auch mal gut, wenn man ein bisschen lachen kann, ein bisschen Abwechslung hat. Und deswegen haben wir uns überlegt, gucken wir mal in die einzelnen Wohnzimmer, was da los ist. Und nicht nur in unseres Wohnzimmer, sondern auch in die Wohnzimmer von Kollegen. Lasst euch überraschen. Das ist nämlich Jack aus dem Wohnzimmer. Also was ich mich in diesen Zeiten ja frage ist, was isst man, was kocht man in solchen Zeiten? Das ist doch einfach. Nudeln ist immer gut. Ja, gibt es aber ja keine. Er macht doch leckere Tomatensauce. Ja, gibt es ja auch keine. Oder, was immer lecker ist, du machst dir eine schöne Mehlschwitze. Mehlschwitze, Mehl gibt es doch nicht. Klopapier. Ja, das schmeckt aber nicht. Und gibt es auch nicht. Nee, aber hör mal, du neunmal Klure. Was kochst du denn jetzt in diesen Zeiten? Ja, wir machen das wie immer. Ne? Wir kochen alles mit J. Ja, aber vom lieben Gott alleine wird mir nun mal nicht satt. Ich wollte wissen, was du denn so kochst. Ja, wie gesagt, wir kochen immer alles mit J. Wie alles mit J? Ja, pass auf. Mördians, Jode, Jorjonzola vom Gardasee. Nur Käse? Jede Menge gesalzene japanische Joken und jodgedünstetes Jachtengemüse. Kein Fleisch? Ein ganz gerupfte Jans aus Jodesberg. Ja, wie jetzt? Ja, pass auf. Mörde Jans, Jode, Jorjonzola vom Gardasee, jede Menge gesalzene japanische Joken und jodgedünstetes Jachtengemüse und ganz gerupfte Jans aus Jodesberg. Wenn man mit der Jans, Jode, Jorjonzola vom Gardasee und jede Menge gesalzene japanische Joken und jodgedünstetes Jachtengemüse, die Jans gefüllt. Gefüllt. Mit den Händen gefüllt? Jardinenstange genommen. Ganz gefühlvoll gepresst und gestopft. J. Kannst du jetzt bitte endlich schon mal ein Wort sagen, das nicht mit J anfängt? Peng! Wie Peng? Ganz geplatzt. Ganzes Gedrisse je in Jardine gespritzt. Schöne Sauerei. Und was habt ihr dann gemacht? Jalousie geschlossen, Gardine gewaschen, getrocknet, gebügelt, Jalousie geöffnet. Ich meine natürlich, was ihr dann gekocht habt. Gänsejulatschen. Gut gewürzt, geil geschmeckt. J. Ich verstehe dich nicht. Du hast mich nicht verstanden? Nein. Pass auf, ich fange nochmal ganz langsam von vorne an. Mörde Jans, Jode, Jorjonzola vom Gardasee, jede Menge gesalzene japanische Joken und jüdischen Jachtengemüse. Eine ganze Ruf, die Jans aus Jodesberg. Eine Jans, Jode, Jorjonzola vom Gardasee und jede Menge gesalzene japanische Joken und Jachtengemüse, Jans gefüllt. Ja, die Stange genommen, Jans viel voll, passiert schon. Peng, Jans Glas, Jans ist die Gardine geschmeckt. Jalousie geschlossen, Gardine gewaschen und die Blüter, die geöffnet. Gänselutsche gemacht, gut gewürzt, geil geschmeckt. J. Man könnte ja meinen, du hättest heute Nachmittag schon alkoholische Getränke konsumiert. Yes! Ganz gepflegt, gezapftes Jaffelkirsch, ganz genüsslich getrunken. Schluss jetzt. Ich will kein einziges Wort mehr hören, das mit J anfängt. Gut gerülpst. Es reicht, Labbes. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Jeckos im Wohnzimmer. Ich sende euch heute Grüße aus meinem Zweitwohnzimmer im Keller, meiner kleinen gemütlichen Kellerbar. Ich befinde mich derzeit im Innesingers Homeoffice, bin aber trotzdem fleißig an der Gitarre und bereite mich artig auf die kommende Session vor. Beim Spielen und Üben bin ich auf ein Liedchen gestoßen, was wir vor vielen Jahren mal gespielt haben und was irgendwie wieder perfekt in die heutige Zeit passt. Ich weiß, es fällt euch genauso schwer zu Hause zu bleiben wie mir, aber haltet noch ein bisschen durch, beißt noch ein klein wenig auf die Zähne. Ja, da, da, ja, da, 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 da. Ja, da, da, ja, da, 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 da. Wenn es nicht mehr
mich schnell, wenn du ne Schwartler ins Gelane hast und jetzt dem so gerne in so die Mut mit die Rot bis auf die Zähne. Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Erholung tut uns allen gut. Was musste ich mich quälen? Gott sei Dank, bin wieder da vom Urlaub in Italien. Dort im Hotel hab ich kapiert, selbst Babys sind schon tätowiert. Ich musste mich im Morgengrauen um freie Liegeplätze hauen. Das hatte alles ja keinen Sinn, im Pool war ja kein Wasser drin. Nebenan ne Kläranlage, Kakerlaken, Mückenplare. Mein kleines Töchterlein Marie bekam eine Nudelallergie. Am Strand wurde ich, ihr könnt's ruhig wissen, von einem Hund im Schrittgebiss. Statt Dolce Vita, Weib und Kuss, ne Druckverband und Tetanus. Rotwein trank ich mal beim Essen, hab tagelang am Pott gesessen, kam so ja in Quarantäne. Mein Frau dat Dres verlor 3 Zähne. Nachts gab's kein Schlaf, zu heiß, zu laut. Das Portemonnaie wurde mir geklaut. Nach nem Tanz mit so einer scharfen Schabracke hat ich das drauf, ne Riesenplacke. Essen konnte ich nur noch Kompott, ich hatte nen Mund wie ein Apefut, dann explodierte noch der Föhn, aber sonst war es schön. Ja, liebe Freunde, Jack aus dem Wohnzimmer, hier ist das Wohnzimmer der Weißweiler. Nils, Olli und Dietmar sagen guten Abend zusammen und freuen uns bei einem besonderen Event musikalisch gemeinsam mit euch ein paar gemütliche Minuten verbringen zu dürfen. Wir hoffen natürlich, dass das Projekt von einigen, ich glaube, ich darf sagen, leicht verstörten Eschweiler Musikanten Anklang bei euch finden wird und freuen uns, wenn ihr am Sonntagabend um 19 Uhr, wenn das Wochenende so langsam vorbeigeht, ihr einen gemütlichen Ausklang mit uns zusammenfindet. Andere Zeiten bringen andere Möglichkeiten mit sich. Viel Freude wünschen wir 3 aus unserem Wohnzimmer und grüßen recht herzlich bei musikalischer Unterhaltung. Dankeschön und malet Jod.
worden sind ja auch alle wichtig, damit die Kurve flach bleibt. Aber wenn du überlegst, was alles so geschlossen ist jetzt. Ja, aber irgendwann macht das doch alles wieder auf. Wirklich alles? Ja klar, alles. Ja, guck mal, Kitas zu, Machen aber irgendwann wieder auf. Schulen zu, Ja, aber machen doch irgendwann wieder auf. Kneipen zu, Machen aber irgendwann wieder auf. Berliner Flughafen zu. In der Zeitung konnte man sehen, was Gustav Müller ist geschehen. Nach einem Leben ganz brutal, voller Leiden, voller Qual, voll Ungemach und Rumgetue, fand er jetzt endlich seine Ruhe. Letzten Mittwoch starb Therese, seine Ehefrau, die Böse. Unglaublich aber wahr. Vor 3 Monaten haben wir noch in Eschweiler Kneipen zusammen Karneval gefeiert und das ein oder andere Kölsch getrunken. Und das ist jetzt alles erstmal vorbei. Aber ich verspreche euch, das kommt wieder. Und bis dahin haltet einfach die tollen Momente, die wir gehabt haben, in eurem Herzen fest. Denn die kann uns keiner mehr nehmen. Ja, da, 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 da. Ja, da, 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 da. Ja, da, 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 da. Ja, da, 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 da. Ja, da, 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 da. Ja, da, 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 da. All die Nächte, die mir hat verbracht, die mir hat durchgemacht. Freunde für das Leben, das sind mir gebleven bis rück am
Dankeschön, macht's gut und bleibt gesund. Ciao, ciao. In Notberg, so kam mir zu Ohren, wurde ein Mädchen jetzt geboren. Auf Wunsch der Großmutter, ich find's allerhand, wird das Mädchen nach ihr benannt. Dies wird die Familie zusammenschweißen. Oma soll die Kleine heißen. Ja, im Moment ist es halt sehr wichtig, dass wir alle Maßnahmen einhalten. Auch bei einer Sache wie Jeck im Wohnzimmer muss man alle Maßnahmen einhalten. Besonders wichtig, der Abstand. Bei uns, da wir keinen Zollstock haben, eine Armlänge plus ein Stock gleich Mindestabstand. Ja, und ich finde es toll, dass Leute für uns alle Male in dieser Krise Musikvideos gedreht haben. Die haben den Mindestabstand eingehalten, aber die haben für uns alle musiziert. Und das fand ich wirklich toll. Und ich finde es ganz toll, dass wir uns vorher darauf geeinigt haben, heute ohne Musikinstrumente und schön unterhalten zu können. Das ist doch klasse. Naja, das findest du, ne? Also ich lasse mir von dir die Musik nicht verbieten. Was? Also aber ganz schnell, hallo, komm rüber mit der Leute, rüber mit der, wir hatten gesagt, ohne Instrument, ja, gibst du wohl die Leute rüber, gibst du wohl die, da geht doch, jetzt ist wieder Ruhe im Karton. Ja, meinst du, ich lasse mir von dir die Musik verbieten? Ja, Du siehst kannst doch. mir wegnehmen, was du willst. In diesem Sinne, tschüss zusammen. Tschö. Das war es für heute und wir hoffen, wir haben euch ein bisschen Spaß von der Wohnzimmer in der Wohnzimmer gebracht. Man möchte aber eins noch sagen, was ganz wichtig ist. Bringt das Corona nicht zur Oma. Bleibt zu Hause, seid besonnen. Auch der Opa soll es nicht bekommen. Die Kurve soll nur langsam steigen, deshalb tut Kontakte meiden. Sortiert lieber zu Hause alle Schränke, tut euch dabei einfach nicht so viel Zänke, ernährt euch von Nudeln und aus der Dose Tomaten. Wer kein Klopapier hat, nimmt halt doch Spaten. Und ganz wichtig, der Rasenmäher nicht benutzen, denn auch mit Gras kann man sich abputzen. Freut euch auf das erste gemeinsame Bier, aber denkt immer dran, die Natur ist am Ende stärker als wir. Deshalb habt Respekt, doch tut der Mut nicht verlieren.
Denk an die Freunde mit WhatsApp und telefoniere. Und wichtig ist der Augenblick zu genießen. Und den wollten wir euch mit unserem Wohnzimmerprogramm versüßen. Danke für Zugucken und tschüss zusammen. Tschö. Tschö.